Merci, Herr Präsident. Und ich auch für dem Herr Wagner. Merci so, weil ich wirklich appréciieren, dass das ja dann die war, die Badu gefroht hat. An der Jahre war nicht anderer. Aber ich fand aber ganz wichtig, so wie Herr Görges und wie du gesagt hast, alle Jahre darüber schwätzen. Es sind vielleicht nicht immer dieselben Konklusionen da draußen. Wir sind uns dann nicht immer eins mit der gerade Demokratie. Mit das auch ganz wichtig, dass wir darüber allkehren auch können, hier in der Chamber schwätzen. Und ich gebe doch begrüßen, wo man das könnte machen, nachdem es den Kopf zu belemmen, River aus oder so viele Sachen habe gesagt, die nicht direkt nimmen allein mit der Kopf zu dienen hat. Ich kann nicht in den 15 Minuten alles im Detail angehen. Ich stehe einfach zur Verfügung für entweder Kommissionen oder an einem anderen Debatte hier in der Chamber auch über allgemeine Klimapolitik halt Lützeburg mit zu diskutieren, weil das da wert, weil es gibt also auch Möglichkeit für zu weisen, was los schon in 2 Jahren gemacht gehen ist und wenn alles wird kommen, dass noch nicht alles hier an der Chamber entweder deposiert oder leitet und das noch nicht durch. Und da werden noch viele Veränderungen kommen. Es sind 2 Jahre, kein 10 Jahre, wie eine Regierung bis so eine Zeit hatten. Mit dem müssen wir dann einen separaten Debatte machen. Ich will mich aber auch konzentrieren auf ein neues Sujet, nämlich COP30 zu Belém. Als allererst will ich gerne sagen, dass es für die letzte Regierung nach wie vor ganz wichtig ist, dass UNO seine Rolle überhält als das einzige multilaterale Instrument für können globale Probleme auch zusammen umzugehen als Weltgemeinschaft. Und dass die letzte Regierung den Wandel von dem Multilateralismus gerade in diesen Zeiten ganz, ganz hoch hält. Und das gilt auch für die Europäische Union. Das ist ein ganz klares Bekenntnis dazu. Wir sollen nicht den UNO-Prozess mit allen Imperfektionen in Hut vorstellen, wir sollen ihn weiter stärken. Vielleicht muss er adaptiert gehen, reformiert gehen. Das zählt doch für COP, wie sie organisiert gehen, bei DAX Eventen sind, wo zu Dubai 100.000 Leute zusammengekommen sind, zu Baku 70.000 Leute, das gewähnt am Männer sind, weil durch die Deputierte nicht können durchgehen. Für Lützeburg wird man bedauern. Das wäre wichtig, wenn sie gehen. Wir kennen Situationen zur Platz, Preise sind extrem hoch, weil die Stadt Belém überhaupt nicht dafür ausgerichtet ist, für so ein COP, für so eine Konferenz sich bei sich abzuholen. Das ist zwar wohl für die brasilianische Regierung ein ganz wichtiger Platz, im Amazonas, und dafür verstehe ich nicht, aber besser wären sich gewesen, dass zu Rio gemacht, wo ein Stadt aus die Olympische Spiele organisiert wird, wo hat könnte noch all die Leute bei sich abholen, aber wo den Herr Galles das richtig gesagt hat und sich die Konventionen 92 Erdsumme auch gegründet gesehen. Ja, bon, es steht nicht so, der brasilianische Regierung hier Decision so dann zu kritisieren, das ist schwer. Und nachher wir verstehen aber, dass Amazonas als eine von den größten Büscher von der Welt am Mittelpunkt gestaltet wird, und noch die autochthonen Kommunitäten, Naturvölker, die vieles weisen, wie nicht kann gut machen, wie am Respekt der Natur kann leben, dass die an den Mittelpunkt gestaltet gehen. Das ist ganz richtig und wichtig, und das unterstützen wir auch. Wir können aber nicht so viele Leute auf die Kopf kommen, und wir sind sie vielleicht auch überdenken, ein bisschen Männer Leute wieder zu schicken, wie bei der Käfall, der geschehen ist, dass wir nicht mit Zivilgesellschaft oder der Vertraute sind, oder dass die Wissenschaftler nicht können durchkommen kommen, oder aber auch, dass gerade die Ärmsten an die Länder, die am meisten getroffen gehen, vom Klimawandel, nicht mehr mit Delegationen auf einen Kopf kommen. Das muss man natürlich auch evitieren. Schon am Juni dem Exekutivsekretär von der COP, also von der Konvention, die UNFCCC, dem Herrn Simon Steels, den zu Bonn aus getroffen und dadurch eigentlich persönlich am Namen von der Regierung gesucht, das natürlich in der UNO für die Konsequenzen zu ziehen. In jedem Fall ist es für uns aber wichtig, dass der Prozess soll weitergehen, gerade an diesen Zeiten, weil das die einzige Art und Weise, wie wir auf so globale Phänomene auch können probieren, global einfach zu fahren. Umso mehr, wenn wir 10 Jahre nur dem Pariser-Akkord sind. Das war ein Meilenstein an der weltweiten Klimaaktion, für die wirklich auch sich ein ambitiöses Ziel zu gehen, für Erkenntnis zu holen, basiert auf der Wissenschaft, dass wir alles sollen machen für Klimaerwärmung, Durchschnittstemperatur weltweit bis Ende von diesem Jahrhundert auf
2 Grad zu limitieren, par rapport zum präindustriellen Alter, am besten aber auf 1,5 Grad zu limitieren, weil da ist dann verhindert, verschiedene ökologische Kipppunkte zu erreichen, die ganz schwere Konsequenzen für den Planeten hat und immer natürlich für uns Menschen, weil das als natürlich Lebensgrund lag. Und ich meine, da müssen sich auch immer klar für uns anbehalten. Wie gehen wir da hin als Lützeburg? Ich meine, das wisst ihr auch, das ist sich bekannt. Lützeburg geht nicht als Land mit einer eigenen Position dahin, wir gehen dahin als Teil von der EU, das die EU, die da die Memberstaaten vertritt, dass die EU, die da Verhandlungen feiert. Immer die drehende Ratspräsidentschaft plus die Kommission, die uns sich dafür feierend ist. Mit all die EU-Umweltministerin sind sur place, weil es muss sich natürlich permanent aufgestimmt geben. Wir haben uns letzten Diensten heute zu Lützeburg ein Mandat geben. Vielleicht kann die EU dann auch da auftreten und verhandeln. Und das Mandat muss auf der COP selber immer überprüft gehen, ob wir demnach gerecht gehen oder ob wir an der Diskussion mit den anderen Ländern müssen eventuell aufpassen. Da sind wir auch da schon allein für das Mandat können probieren, immer auch dann gerecht zu gehen oder eventuell nicht anzupassen. Noch dazu, der Umweltkonseil sowohl 18. September wie diejenigen vom 21. Oktober waren kein Glanzstunde für die Europäische Union. Die Europäische Union ist auch allgemein keiner ganz guter Situation momentan. Weder was Verteidigung angeht, noch werden sich Zukunftsfelder wie Digitalisierung angeht oder die künstliche Intelligenz, sind wir uns sich am Handeltreffen par rapport zu anderen größeren Ländern und sind wir nicht wirklich Leader. Par contre, an der ganzen ökologischer, energetischer Transition hat Europa eine Rolle noch immer zu spielen. Und ich denke, die EU-Kommission also groß kritisiert, gehen selbstverständlich kann die EU-Kommission kritisieren. Mit der EU-Kommission auch unter der Madame von der Leyen, also aber die in 2019 den ganzen Green Deal mit auf den Weg gebracht hat und noch all die Ziele sich vergeben hat, mit ambitionierten Linien und aber auch mit einem Park und legislative Gesetze, die das sollen ermöglichen. Das war 2019. Wir sind 6 Jahre danach, das ist eine Zweitkommission von der Leyen, die nach immer festhält, die auch als das geherzsteckte Clean Industrial Deal präsentiert wird, für gerade die Industrie zu erlauben, auch können auf die Weg zu gehen. Wir haben natürlich die Erfahrungen, die gesammelt sind über die letzten 6 Jahre, und die Stimmen, die sich auch erheben, für zu sagen, ja, wir teilen vielleicht Zielsetzungen und Ambitionen, wir müssen es aber machbar machen und wir müssen auf die Stimmen lauschen. Das kann ja nicht so in der Politik und sich Kunst ist, für seine Menschen nur zu lauschen und noch bei den Menschen zu sein. Nur bei den Menschen zu sehen und dann nicht versichern, darauf anzugehen. So sind die eng an die anderen. Die eng so und geht nicht durch, wir müssen weitergehen, wir müssen ambitioniert bleiben. Andere sagen, ja, wir brauchen aber die Konditionen, das muss erfüllt werden, wir können hinkommen. Das heißt, wir brauchen aber abordable Energiepreise. Wir brauchen aber dann noch ein CBAM, Grenzen, Bausegrenzen, die dicht sind, mit nicht chinesisch Produkten, die nicht in derselben Umweltstandards produziert gehen, aber hier können kommen und uns eine deloyale Konkurrenz machen. Das gilt heute zum Beispiel die Stahl, mit ganz großen Stahlproduzenten zu Lützeburg. Und das muss ich auch auf die Kleinbetriebe lauschen, die sagen, das sind Menschen, das sind keine abstrakten Begriffe, das sind Menschen, die das feiern, die das schaffen oder die Betriebe feiern. Und die sagen, wir gehen aber unter der Last von immer einem weiteren Standard, einer weiteren auch Obligationen wie Reportingen, die man machen muss, die muss es helfen, dass wir können das machbar machen. Das ist aber die Message, die wir auch gesagt kriegen. Auf der einen Seite klar, haben wir Lin, weil wir brauchen eine Sicherheit, wir können es investieren, weil die Sache muss decidiert gehen. Wir brauchen Planungssicherheit, wir ändern nicht permanent Grundlinien. Wir sind aber kapabel, auch ich anzupassen, auch auf unsere Tanten hin notzulauschen, für das wir können zusammen die Ziele auch zu erreichen. Und das ist aber der Grund, den den heiert. Es heiert den aber rar, den seht, komm ich gar nicht alles an Pubel, komm wir vergessen das ist zu viel. Das macht vielleicht verschiedene Populisten, mit das machen aber nicht Leute, die mit zwei Fäusten am Leben stehen. Und das muss man aber auch können, als Politiker fähig sein, dem Not zu lauschen. Und dann nicht die ganze Zeit immer zu erstellen, oh, es will okay mich gern und den Zielen festhalten. Doch, das Bewusstsein das Klima, Natur, die Umwelt als Lebensgrundlage sind, dass wir die brauchen, wir benutzen sie ja auch, wir benutzen die Ressourcen, die es gibt zu viel natürlich, wir vertreiben, wir brauchen sie, wir können überhaupt noch in Zukunft auch etwas zu produzieren, Reichtum zu schaffen, wir müssen ihm nachhaltig machen. Und die ganze Transformation, die kostet ganz viel
Energie, sie kascht ganz viel Suen, sie kascht ganz viel Mei, und das müssen sie eben auch dann machbar machen, aber begleden. Und das ist aber auch das, was ich gesehen habe, was die Europäische Kommission will gerne machen, auch von das nicht immer zur vollster Zufriedenheit von Schipperengem geschieht. Mit seht ihr meistens, wenn kein richtig zufrieden ist, dann haben wir einen Konsensfond, wo wir aber als Gemeinschaft können darauf ähnlichen, dass wir durch ein mit können führen, wohin auch all Guten mit auf den Weg kann holen. Weil es muss aber als ein Ursprung sein. Es sind 3 Pilien, auf denen ganz abgebaut ist. Da dient es die ganz ökologische Transition, das andere aber auch trotzdem Wettbewerbsfähigkeit für unsere Betriebe erhalten, also verbessern und das als Chance zu sehen. Das ist ganz richtig, weil das sind Zukunftsmärkte, das sind Partnermarscheen, die in Zukunft sich kann holen. Und das andere ist auch soziale Gerechtigkeit. Und zur sozialen Gerechtigkeit das ist aber auch, dass man muss als Arbeitsplätze aufsichern, dass man muss dafür sorgen, dass kein auf der Strecke bleibt und dass auf der einen Seite Arbeitsplätze können erhalten gehen, und auf der anderen Seite neue können geschaffen gehen an den neuen Domänen und uns Leute auch können dahin kommen. Das sind aber die 3 Pilien, auf die die ganze Politik auch abgebaut ist. Und du musst eine permanente Reéquilibrage machen. Demokratie ist das komplexste politische System, das es gibt. Das ist ein Balanceakt, den all Tag muss machen und muss all Tag nicht sich reéquilibrieren. Und das feiert eben heute so, dass die einen und die anderen mehr oder Männer zufrieden sind. Aber das ist aber Reéquilibrage, die muss gemacht gehen, sonst können wir unseren Zielen nicht gerecht gehen. Was ich natürlich dann am Namen von der Lützburger Regierung kritisiert habe, ist, dass wir zu viel vielleicht aber hart über nur gedurcht tun, für uns übergehende Ziele auf froh zu stellen, abzugehen. Das heißt auf der einen Seite Klimaneutralität bis 2050. Auf jeden dazu kommen, braucht man das Zwischenziel 2040 und das muss minus 90 Minimum sein, weil euch das auch die Wissenschaft sieht. Und ich meine, das ist ganz wichtig. 10 Jahre Pariser Akkord, es muss ihn auch auf Wissenschaft lauschen. Sie hat sich auch nicht mehr 100%ig eins, wie es machbar ist. Sie hat sich aber eins an ihrer ekrasanter Majorität, dass minus 90 das Minimum ist, das wir müssen upeilen für 2040, für zu verhindern, dass so viele Konsequenzen bei uns durchkommen, die man nächste Jahre nämlich gestärkt kriegen, aber wo dann müssen nur Milliarden an Milliarden nach mehr ausgegeben, für dann den Konsequenzen entgegenzutreten. Dafür muss die Decision geholt gehen, die Investition muss gemacht gehen, mit einem klaren Ziel für 2040. Und da hat die Europäische Union bislang nicht geliefert. Die Europäische Kommission hat das für über ein Jahr auf den Tisch gelöst, mit all den Konditionen, die dazu gehören, für das wir können, und mit Bürger, Betriebe dahin kriegen. Und was ich bedauere zunächst, ist, dass wirklich bei einem Jahr gewagt ist, für sich seriös mit das einzusetzen, weil bestimmte Memberstaaten aus innerpolitischen Gründen das nicht wollten machen. Nun kommen sie 5 für 12. Und natürlich ist das nicht gut, weil wenn ich gerne will, Leadership an der Welt überholen, auch in Zukunft will gerne viel und Investitionen in Europa trainieren und immer klar Europa für die Zukunft positionieren, dann muss ich Klarheit tun. Und die kann ich nicht mehr tun, wenn ich noch dann aus seinen Zielen klar sich bekannter festhält, dann ist ich glaubwürdig, dann ist ich kredibel. Und dann kann ich auch von anderen, von allem auch Staaten verlangen, dann sie dieselbe Weg mitgehen. Wenn wir gerne wollen, die Chinesen so, sie müssen mehr vormachen, dann muss für die Europäische Union ihre Hausaufgaben erfüllen bei sich selber, und das sind wir noch nicht. Der 4. November, nächsten Dienstag, als mit von den decisivsten Konseillen, die wir werden haben. Und ich hoffe, dass wir da eine Einigung finden, für 2040 auf den Weg zu gehen, minus 90, und dass wir dann auch das Zwischenziel 2035, was man muss ja bei der UNO rausgehen, für den Kopf, dass wir da kommen darauf ähnlichen ab 72,5, das wäre die logische Konsequenz davon, da das noch nicht so klar, da wird noch Großdiskussionen gehen, auch über die Konditionen allgemein, wie wir haben, bei minus 90 zu kommen. Mit Lützeburg als das Land gewesen, bei dem klarste Message am EU-Konseil gehen hat. Wir waren das, was am vokalsten war, wenn wir fast unterleben, weil wir dadurch Werte müssen machen, dass das ganz klar als Land, weil so ein hoher PIB hat, aber doch die Mauern hat, dass wir müssen auf die minus 90 da gehen, weil es doch Sinn macht, wenn es der Wissenschaft, wie auch ökonomisch, werdet uns auch gut positionieren. Und wir werden immer auch halten, aber auch, weil wir gerne hätten, dass die Europäische Union in Zukunft in einem Bereich, wo sie nach keine Lieder sind, auch Lieder kann spielen, weil es geht wirklich auch da in Zukunft von unseren
Leid von eisen Mattmënsche, für denen allgemein eben noch eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Bon, nun kann ich nicht mehr ganz viel sagen über das, was Lützeburg auf der Kopf selber noch wird machen. Just etwas aber als Info. Wir werden einen eigenen Stand tun für die erste Kehr auch an der Geschichte von der COP, weil als Partner von Benelux auch von der EIB nicht mehr mitgemacht haben, um auch dezidiert selber ein nationales Pavillon dort zu haben, für Eispräsenz klar zu machen. Und da werden wir auch ein Projekt präsentieren, der Real Changemakers, worum es geht, ein Marktplatz, digital AI-getriebene Marktplatz en Platz zu setzen, wo ich kann Fonds, Projekte, Investoren weltweit zusammenbringen, die reellen Impact haben, auch dann lokal, wo sie sind, und zwar sowohl immer den ökonomischen, sozialen wie den ökologischen Impact noch zu verstärken. An denen lancieren wir da, und dann zur Finanzierung, weil die vorher auch gestaltet gehen, als bei den Motionen oder zu Leid, dass Regierung letztes Jahr einmal Baku gegangen sind, wo die große Finanzziel soll festgesagt gehen, décidéiert nach einker seg internationale Finanzierungsenveloppe op 100 Millionen Blut zu setzen, auf von 220 auf 320 Millionen Euro zu gehen. Das sind 45% mehr wie bislo. Da gibt avanciert 600 Millionen pro Jahr. Das wäre eine Verzinkfachung von dem, was wir haben. Die Moyen hätte man mal nicht menschlich gesehen für alle Guten, dann die suchen, alle Jahres müssen sich engagieren, auch zu viel zu suchen, dann sind sur place auf hätten angehalten gehen, und mit den 320 Millionen Euro, wie sehen wir ja schon, wie viel drin, so viele andere Mechanismen und Plattformen, die helfen werden, für nachher Milliarden von privaten Suchen an Bord zu ziehen, die man dann werden sinnvoll wirklich sur place an den Bereichen, an den Plätzen der Welt, die nicht definiert haben, wo sie reellen Impact können haben, auch können dann investiert gehen und dadurch auch Sinn können machen. Das muss ich aber unerkennen. Zu bloß einem Punkt, also ein Zeitpunkt, wo kein anderes Land außer Dänemark und Lützeburg sich engagiert tun, für mehr Suchen international zur Verfügung zu stellen. All die anderen haben sich zu gut nicht engagiert. Sie haben gesagt, sie könnten das nicht mehr, sie schrauben das Budget so gut zurück, haben mir ein anderer Zeichen gesagt. Und ich meine, das muss ich unerkennen. Und mit diesen Suchen können wir ganz viel nach viel mehr Suchen als die Privatwirtschaft, die auch gebraucht haben, Land sehen, an dat mengglisch as we die man werte konsequent weitergut. Und da muss mir auch die menschliche Ressource gehen. Wir können auch dann der Ambition gerecht zu gehen, so sie mal gefordert. Und dann können wir als Ambition noch nämlich gerecht gehen. Da komme ich dann zum Schluss.